Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 26 The Israel Hands. Der Wind hat richtig Westen umgeschlagen. Gerade so, wie wir ihn brauchen können. Auf diese Art sind wir viel bequemer vom nordöstlichen Spitz der Insel zu der Mündung der Nordbucht kommen. Nur haben wir keine Leute gehabt, um den Anker auszuwerfen. Und weil wir den Schoner nicht dürfen auf den Strand setzen, bis die Flut höher gestiegen ist, haben wir überflüssige Zeit gehabt. Der Schaluppenmeister hat mir gesagt, wie ich den Schoner beilegen soll, was mir endlich nach etlichen vergeblichen Versuchen gelungen ist. Darauf habe ich wieder etwas zu essen besorgt und wir sind lange Zeit da gehockt und haben kein Wort gesagt. »Captain«, hat der Israel schlussendlich mit seinem unangenehmen Grinsen gesagt, »da ist mein alter Schiffsmat, der O'Brien. Wie wär's, wenn Sie ihn über Bord schmeißen würden? Ich bin sonst nicht so heikel und mach mir auch nichts daraus, dass ich ihm den Rest gegeben habe. Aber mir dünkt, er ist nicht gerade ornamental. Oder was meinen Sie? Ich bin nicht stark genug und es passt mir nicht, ihn anzugreifen. Meinetwegen kann er liegen bleiben, wo er ist.« »Da ist ein unglückliches Schiff, die Hispaniola«, ist der Israel fortgefahren und hat dabei mit den Augen zwinkert. »Da sind eine Masse von Leuten totgemacht worden auf dieser Hispaniola. Eine Masse von armen Seeleuten, tot und dahin, seitdem wir zwei zu Bristol aufs Schiff gegangen sind. Habe nie so ein dreckiges Glück gesehen, wahrhaftig nicht. Da ist der O'Brien gesehen, ja, er ist tot, oder? Also ich bin kein Gelehrter und du bist ein Bub, der lesen und rechnen kann. Zum's gerade raus sagen, was meinst du, ist ein toter Mann richtig tot oder kommt er nochmal zurück? Sie können den Leib töten, Herr Hans, aber nicht den Geist. Das müssten Sie doch schon wissen. Der O'Brien da ist in einer anderen Welt und schaut vielleicht zu, was wir dort treiben. Aha, also da ist schade. Sieht so aus, als ob es Zeitverschwendung wäre, Leute zu töten. Aber gleich, Geister gelten nicht viel, nach allem, was ich gesehen habe. Ich will's auf Geister ankommen, Jim. Aber danke für die Auskunft. Bist bitte so gut, mal in die Kajüte runterzugehen und mir Himmel nochmal, mir kommt der Name nicht in den Sinn. Ja nu, ist ja auch gleich. Hol mir eine Flasche Wein, Jim. Ist gleich, wie er heisst. Der Brandwein da ist stark für meinen Kopf. Die Redensarten vom Schaluppenmeister sind mir unnatürlich vorgekommen. Und dass er lieber Brandwein haben, davon habe ich ihm kein Wort geglaubt. Die ganze Geschichte war nur ein Vorwand. Er hat sich gewünscht, dass ich vom Deck runtergehe. So viel ist klar gewesen. Aber welchen Zweck er damit verfolgt hat, das konnte ich mir durchaus nicht vorstellen. Seine Augen haben mich vermieden. Sie sind hin und her gefahren, auf und ab, einmal mit einem Blick in den Himmel rauf, einmal mit einem schnellen Seitenblick auf die Leiche vom O'Brien. Dabei hat er die ganze Zeit grinst und hat sich mit einer so verlegenen Miene die Lippen geleckt, ein Kind musste merken, dass er eine Täuschung vorhat. Ich habe meine Antwort aber schnell parat gehabt, weil ich sofort gesehen, wo mein Vorteil gelegen ist. Einem so dummen Mensch gegenüber habe ich meinen Verdacht leicht verbergen. Ein bisschen Wein, habe ich gesagt. Das ist auch viel besser, wenn Sie weissen oder roten haben. Also, da ist mir so ziemlich wurscht, Schiffsmat. Wenn er nur stark ist und zu viel hat. Alles anderes ist mir gleich. Gut, ich bringe Ihnen einen Portwein, Herr Hans. Aber ich muss ihn zuerst suchen. Darauf bin ich, so laut wie ich konnte, Kajütenstege runtergepoltert, habe meine Schuhe abgetan, bin leislich den Verbindungsgang entlang gelaufen, bin die Leiter vom Vorderkastell rauf und habe meinen Kopf aus der Vorderluke rausgestreckt. Ich habe gewusst, dass er nicht erwarten würde, mich dort zu sehen. Trotzdem habe ich mich so vorsichtig wie möglich benommen. Ich habe sofort gesehen, dass mein schlimmster Verdacht nur zu berechtigt war. Der Schaluppenmeister hat sich umgedreht und auf Hände und Knie aufgestützt gehabt. Auch wenn sein Bein ihm offenbar sehr wehtun hat, wo er sich bewegt hat, weil ich ihn hören stöhnen, so hat er sich doch recht schnell übers Deck geschleppt. In einer halben Minute
hat das Backbord Speigat erreicht und aus einem Tauring ein langes Messer, oder besser gesagt, ein Dolch rausgeholt, wo bis ans Heft von Blut gerötet war. Er hat dann einen Augenblick angeschaut, wobei er Kinnladen vorgeschoben hatte, hat den Spitz auf seiner Hand geprüft, hat den hastig in der Brusttasche von seiner Jacke verborgen und ist wieder zu seinem alten Platz an der Schanzbrüstung zurückgekrochen. Noch mehr musste ich nicht wissen. Der Israel hat sich bewegen. Er ist jetzt bewaffnet und wenn er sich so grosse Mühe gemacht hat, mich wegzuschicken, so ist es klar gewesen, dass ich als Opfer hätte drankommen sollen. Wenn er später tun will, jemand versuchen, von der Nordbucht quer über die Insel zum Lagerplatz der Piraten zu kriechen oder aber vielleicht den langen Neunpfünder abschiessen, in der Erwartung, dass seine Kameraden kommen würden, um ihm zu helfen, da ist natürlich mehr gesehen, wie ich ja sagen konnte. Bei all dem bin ich überzeugt gewesen, dass ich ihm in einer bestimmten Hinsicht trauen konnte, weil dort ein Vorteil für uns beide übereingestimmt hat. Und da ist die Lenkung vom Schonen gesehen. Wir hatten beide den Wunsch gehabt, ihn an einer geschützten Stelle sicher auf den Strand zu lassen, sodass er, wenn die Zeit gekommen ist, mit möglichst wenig Mühe und Gefahr wieder flott gemacht werden könnte. Ich habe darum angenommen, dass er sicher mein Leben schonen will, bis wir es so weit gebracht hätten. Während ich mir die Sache im Kopf überlegt habe, ist mein Körper nicht müssig gewesen. Ich habe mich in die Kajüte zurückgeschlichen, meine Schuhe wieder angelegt, die erstbeste Flasche Wein gepackt und bin mit der wieder auf Deck erschonnen. Der Hans ist zu einem Bündel zusammengesunken, genau an der gleichen Stelle gelegen, wie ich ihn verloren habe. Mit geschlossenen Augenlidern, wie wenn er zu schwach wäre, zum Licht zu vertragen. Er hat jedoch aufgeblickt, wo ich gekommen bin, hat der Flasche den Hals abgeschlagen, und zwar mit der Geschicklichkeit von einem Mann, der so etwas schon oft tun hat, und hat einen rechten Schluck genommen, nachdem er seinen Lieblingsspruch ausgebracht hat. Auf gut Glück. Dann ist er eine Weile ruhig dort gelegen und auf einmal hat er ein Stück Tabak aus der Tasche geholt, um mit Betten ihm einen Prim abzuschneiden. Schneid mir ein Stück ab, weil ich kein Messer habe. Und hätte ich eins, so hätte ich kaum genug Kraft. Ah, Jim, mich hat's echt verwünscht. Schneid mir ein Primli ab. Das ist wahrscheinlich das Letzte. Weil ich bin auf dem Marsch in die Ewigkeit. Daran ist nicht zu zweifeln. Also, ich schneide ihnen ein bisschen Tabak ab. Aber wenn ich an ihrer Stelle wäre und würde glauben, dass es schlecht mit mir stehen würde, dann würde ich mich ans Gebet halten. Wie ein rechter Christenmensch. Ja, dann sag mir doch einmal, wieso. Wieso? Habe ich gerufen. Gerade in dem Augenblick haben sie nach dem Toten gefragt. Sie haben die Treue gebrochen. Sie haben die Sünde und Lügen und Blut gelebt. Ein Mensch, wo sie getötet haben, liegt in dem Augenblick vor ihren Füßen. Und sie fragen mich, wieso? Bei Gottes Gnade, Herr Hans. Darum. Ich habe ein bisschen hitzig geredet, weil ich an einen blutigen Dolch gedacht, wo er in seine Tasche gesteckt hat und mit dem der Bösewicht gedenkt hat, mehr den Garaus zu machen. Der Israel hat einen grossen Schluck Wein genommen und hat dann mit einer ganz ungewöhnlichen Feierlichkeit gesagt: 30 Jahre lang habe ich die Meer befahren, habe Gutes und Böses gesehen, Besseres und Böseres, schönes Wetter und Schlechtes, habe Hungersnot und Wassermangel erlebt, mit Messer ist gestochen worden und war nicht sonst noch alles. Jetzt, ich sage dir das, ich habe noch nie gesehen, dass von Güte etwas Gutes gekommen ist. Wer zuerst zuschlägt, da ist mein Mann, und tote Hunde beißen nicht. Da ist meine Meinung. Amen. So sechs. Und jetzt lass mal, ist er in einem ganz anderen Ton vorgefahren. Wir haben jetzt von dem dummen Zeug genug gehabt. Das Wasser ist jetzt schon hoch genug. Sie müssen nur meine Befehle ausführen, Captain Hawkins, und wir segeln glatt in die Bucht rein und damit fertig. Wir haben alles in allem kaum noch 2 Meilen zu segeln gehabt, aber das Schiff zu steuern ist nicht so einfach gewesen. Weil die Einfahrt zu dem nördlichen Ankergrund ist nicht nur schmal und seicht gewesen, sondern ist außerdem in der Richtung von Osten nach Westen verlaufen, sodass der Schoner vorsichtig gesteuert werden. Ich glaube, ich bin ein guter, aufmerksamer Untergebener gewesen. Und ganz gewiss ist der Hans ein ausgezeichneter Lotse gewesen. Wir sind mit einer Sicherheit und Genauigkeit an den Klippen vorbeigestreift, dass es ein Vergnügen war.
Kaum soll man zwischen den beiden Vorsprüngen der Landspitze durchkommen, so soll man dicht von Land eingeschlossen sehen. Die Küste der Nordbucht ist ebenso dicht bewaldet wie die vom südlichen Ankerplatz. Aber die Wasserfläche ist länger und schmäler gesehen. Sie hat einer Flussmündung glichen, was sie ja in Wirklichkeit auch gesehen ist. Gerade vor uns, am südlichen Ende, haben wir das Wrack von einem Schiff gesehen, wo sich im letzten Zustand vom Verfall befunden hat. Es ist ein grosses Schiff mit 3 Masten, aber es ist so lange im Wetter ausgesetzt dass grosse Gewebe von Seetang ringsum gehangen sind. Und auf dem Deck haben Landpflanzen Wurzeln geschlagen und haben die reichen Farbenpracht blüht. Das Schiff war ein trauriger Anblick, aber es hat uns einen Beweis geboten, dass der Ankergrund geschützt war. «Jetzt lass mal zu», hat der Hans zu mir gesagt. «Da ist eine wunderschöne Stelle, um ein Schiff auf den Strand zu setzen. Ein schöner flacher Sand, keine Katzenpfoten auf dem Wasser, Bäume rundum und auf dem alten Schiff, dort blühen die Blumen wie in einem Garten.» «Und wenn wir sie auf dem Strand haben», habe ich gefragt, «wie sollen wir sie denn wieder rausbringen?» «Das ist ganz einfach. Du gehst mit dem Seil an Land, dort das Ufer. Wenn das Wasser niedrig ist, legst du das Seil um eine der grossen Fichten. Kommst wieder mit ihr aufs Schiff, legst sie um die Ankerwinde und wartest ganz einfach, bis die Flut kommt. Kommt höchstes Wasser, ziehen alle Männer am Seil und los kommt das Schiff, sodass es eine wahre Freude ist. Und jetzt, Bub, wir sind nahe an der Stelle, aber wir fahren ein bisschen zu schnell. Steuerbord ein bisschen. So, gut so. Steuerbord, Backbord ein bisschen. Gut so. Gut so.» So hat er seine Befehl gegeben, wo ich mit angehaltenem Atem befolgt habe, bis er auf einmal gerufen hat. «Jetzt, los!» Ich habe mit allen Kraft das Steuerruder umgelegt, die Hispaniola hat sich mit einem Ruck umgeschwungen und ist auf die niedrige Waldküste losgesaust. In der Erregung von dieser letzten Manöver habe ich in der Aufmerksamkeit nachgeschaut, mit der ich den Schalupenmeister bis jetzt sehr scharf beobachtet habe. Ich habe mit einer solchen Anspannung das Auflaufen vom Schiff auf den Sand erwartet, dass ich die über meinem Haupt schwebende Gefahr ganz vergessen hatte. Ich habe mit einem langen Hals über die Steuerbordschanzkleidung über auf die Welle geschaut, wo der Bug vom Schoner aufgeworfen hat. Ich wäre vielleicht ohne jeden Kampf gefallen, wenn nicht auf einmal eine Unruhe über mich gekommen wäre, wo mich veranlasst hat, mich umzudrehen. Vielleicht habe ich auch ein Knattern gehört, oder ich habe aus dem Augenwinkel seinen Schatten gesehen bewegen. Vielleicht war es auch so ein triebmäßiges Gefühl, wie eine Katze es hat. Kurz und gut, als ich mich umgedreht habe, hat der Hans schon die Hälfte von der Entfernung bis zu mir zurückgelegt und ist mit dem Dolch in der rechten Hand auf mich losgekommen. Wir haben beide laut geschrauen, wo unsere Blicke einander begegnet sind. Aber während ich einen schrillen Entsetzungsschrei ausgestoßen habe, hat er von Wut wie ein angreifender Stier gebrüllt. Im gleichen Augenblick ist ein Fürschig gegumpelt und ich habe einen Seitensprung zum Bug gemacht. Dabei habe ich das Steuerruder losgelassen, wo mit einem scharfen Ruck leewärts geflogen ist. Und ich glaube, das hat mein Leben gerettet. Weil die Ruderpinne hat den Hans gegen die Brust getroffen und hat ihn für einen Augenblick zurückgeworfen. Bevor er sich wieder aufraffen konnte, bin ich aus dem Eck draussen gesehen, in der mich wie in einer Falle hatte und habe mich jetzt auf dem ganzen Verdeck frei bewegen. Beim Hauptmast bin ich stehen geblieben, habe die Pistole aus der Tasche genommen, habe kaltblütig gezielt, auch wenn er sich schon umgedreht hat und wieder auf mich losgekommen ist. Und dann habe ich abgedrückt. Der Hahn hat aufgeschlagen, aber es ist weder ein Blitz noch ein Knall gefolgt. Das Zündkraut ist vom Seewasser unbrauchbar gemacht worden. Ich habe mich selber über meine Fahrlässigkeit verwünscht. Warum habe ich nicht meine einzige Waffe vorher frisch geladen und mit neuem Zündkraut versehen gehabt? Dann hätte ich jetzt nicht müssen, wie ein Schaf vor seinem Schlechten flüchten. Es ist erstaunlich gesehen, wie schnell er sich trotz seiner Wunde hat bewegen. Sein graues Haar ist ihm über das Gesicht abgehangen und das Gesicht war feuerrot von Anstrengung und Wut. Ich hatte keine Zeit, meine zweite Pistole zu versuchen. Übrigens auch nicht viel Lust dazu, weil ich überzeugt war, dass sie nicht losgehen würde. Eins habe ich gewusst. Ich durfte nicht einfach vor ihm davonlaufen, weil er hat mich schnell am Bug im Eck gehabt, wie er mich schon am Stern in der Klemme hatte. Sobald das passiert wäre, wären 9 oder 10 Zoll kaltes Eisen
meine letzte Erfahrung auf dieser Seite von der Ewigkeit gesehen. Ich habe meine Hände flach gegen den Hauptmast gelegt, wo recht dick war, und habe mit straff gespannten Nerven gewartet. Er hat meine Absicht sofort gemerkt und ist ebenfalls stehen geblieben. Ein paar Augenblicke sind vergangen, mit Finten von seiner Seite und mit den entsprechenden Bewegungen von meiner Seite. Es war ein Spiel, wie ich es daheim unter den Felsen an der Bucht oft gespielt habe. Aber ganz gewiss nie mit einem so wild klopfenden Herz wie das Mal. Es war wie gesagt ein Bubenspiel und ich habe gedacht, ich könnte es wahrscheinlich gegen einen ältlichen Seemann mit einem verwundeten Bein aufnehmen. Mein Mut ist inzwischen so gewachsen, dass ich mir sogar ein paar blitzschnelle Gedanken an mutmaßlichen Ausgang erlaubt habe. Da habe ich allerdings gesehen, dass ich das Ende noch länger herauszögern könnte, dass ich aber kaum eine Hoffnung hätte, schlussendlich mit heiler Haut davon zu kommen. Während die Situation so ausgesehen hat, ist die Hispaniola auf einmal auf Strand gestoßen. Sie hat einen Ruck bekommen, ist einen Augenblick knirschend über den Sand gestreift, hat sich dann blitzschnell auf Backbord übergelegt, bis die Decke einen Winkel von 45 Grad gebildet hat. Eine gute Menge Wasser ist dort die Speigatte eingedrungen und hat ein Lachen zwischen Decke und Schanzkleidung gebildet. Wir haben beide den Halt verloren und sind fast gleichzeitig in die Speigatte reingerollt. Hinter uns her der tote Pirat mit der roten Kappe. Wir sind einander so nahe gesehen, dass mein Kopf am Fuß vom Schaluppenmeister angeschlagen ist. Ich habe einen Stoss bekommen, sodass meine Zähne klappert haben. Trotz dem Stoss bin ich aber zuerst wieder auf der Beine gewesen. Der Hans hat sich zuerst von der Leiche losmachen. Wegen der schrägen Lage vom Schiff konnte ich auf dem Deck nicht mehr laufen. Ich musste einen anderen Rettungsweg finden. Und zwar augenblicklich, weil mein Feind ist unmittelbar bei mir war. Schnell wie ein Gedanke bin ich in die Besanwand hineingesprungen, bin Hand über Hand aufgeklettert, ohne einen Atemzug zu tun, bis ich auf der Rahe gehockt bin. Meine Schnelligkeit hat mich gerettet, weil, als ich aufgeklettert bin, ist der Dolch vom Israel keinen halben Fuß unter mir vorbeigesaust. Und jetzt ist der Israel Hans mit offenem Maul dort gestanden und hat zu mir aufgeschaut, ein Bild von der Überraschung und Enttäuschung. Weil ich jetzt einen Augenblick Zeit hatte, habe ich schnell neues Pulver auf die Pfanne von meiner Pistole getan. Nachdem ich auf diese Art eine Schuss fertig gemacht hatte, habe ich zu grösserer Sicherheit die andere ganz frisch geladen, nachdem ich die alte Ladung rausgezogen hatte. Wo da der Hans gesehen hat, hat er angefangen zu merken, dass sich das Blatt gewendet hat. Nach einem kurzen Zögern ist er selber schwerfällig, der Dolch zwischen den Zähnen, die Wand aufgeklettert. Es ist langsam gegangen. Er hat offenbar viel Schmerzen gehabt. Mit lautem Stöhnen hat er sein verwundete Bein nachgezogen. Ich habe in aller Ruhe meine Pistole geladen, bevor er den dritten Teil der Strecke zurückgelegt hat. Dann habe ich eine Pistole in jede Hand genommen und ihm zugerufen. «Noch einen Schritt näher, Herr Hans, und ich schiesse Ihnen eine Kugel vor den Kopf.» «Tote Hunde bissen nicht, wissen Sie», habe ich mit einem Grinsen hinzugefügt. Er hat sofort Halt gemacht. Ich konnte an seinem Gesicht erkennen, dass er probiert hat zu denken. Und da ist so langsam gegangen und hat ihm offenbar solche Mühe bereitet, dass ich im Gefühl von meiner Sicherheit laut aufgelacht habe. Er hat ein paar Mal geschluckt und seinem verdutzten Gesicht habe ich angesehen, dass er etwas sagen wollte. Zum reden musste er den Dolch aus dem Maul nehmen. Sonst aber hat er kein Glied gerührt. Endlich hat er gesagt: «Jim, ich rechne, wir haben uns beide festgefahren, du und ich, und werden einen Vergleich schliessen. Ich hätte die gehabt, wenn nicht der Stoss gekommen wäre. Aber ich habe halt einfach kein Glück. Und ich rechne, ich werde die Flagge streichen. Und da ist eine harte Sache für einen alten, seebefahrenen Schaluppenmeister gegenüber einem Bübli, wie es du bist, Jim.» Seine Worte sind für mich ein Vergnügen gewesen, und ich habe nur gegrinset. Da hat er auf einmal seine rechte Hand über die Schulter geworfen, etwas ist wie ein Pfeil durch die Luft geschwirrt. Ich habe einen Schlag gefühlt und dann einen scharfen Schmerz. Ich bin mit der Schulter an den Mast gespiesst gewesen. In dem fürchterlichen Schmerz und in der Überraschung vom Augenblick, ich kann kaum sagen,
dass ich es mit freiem Willen zu tun habe und sicherlich habe ich nicht gezielt, sind meine beiden Pistolen losgegangen und beide Sömme aus der Hand gefallen. Sie sind nicht allein gefallen. Mit einem erstickten Schrei hat der Schalupenmeister die Wante losgelassen und ist rücklings ins Wasser gestürzt.